Grüß Gott. Geht da was? Also wenn ich das nicht Timing nenne, dann weiß ich es aber wirklich auch nicht, gell? Dann wäre sie wieder ein Raid. Habitäre Wife, Habitäre Billinger, King of Barbecue ist auch da. Habitäre Servus Birgit, Servus Sei, Habitäre Mike und Habitäre Dampfe. Vielen lieben Dank. Also das nenne ich mal absolutes Timing jetzt, ne? Heilige Scheiße, das hätte man ja so schon fast nicht besser machen können. Holy shit, Freunde der Sonne ist 2, es habt ihr das voll ganz schön zauberhaft gemacht. Da kann man wirklich nichts sagen. Also Respekt an euch zwei für das ihr eigentlich so gesehen absolut Souls unerfahren habt ihr das wirklich extrem gut gemeistert. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Also ich hab höchste Freude gehabt beim Zuschauen. Also jetzt nicht Schadenfreude, sondern für mich, wie Dwight hat's mal vorher mal bei dir im Chat reingeschrieben, dass für mich das halt quasi so eine Art Weihnachten war. Weil das habt ihr wirklich super gemacht. Cartman Habitäre. Macht zu zweit auf alle Fälle mehr Bock als wir alle. Ja, das ist völlig klar. Jetzt habt ihr selber ganz gut gemerkt, dass ihr deutlich weniger Stress habt. Ich meine, klar, beim Godric jetzt zum Schluss, der ist aber ein garstig, aber wenn's beide ein wenig rausgefunden habt, was er wann wie macht, dann ist der innerhalb der nächsten 5 Tries auch down. Da braucht ihr ihn jetzt überhaupt nicht deprimieren lassen. Das wird alles recht. Aber es habt ihr wirklich, ohne Scheiß, es habt ihr wirklich richtig gut gemacht. Also, mir persönlich, und ich glaube, da spreche ich für die ganze Community, die wo halt bei euch dabei waren, die Daten sich freuen, wenn ihr das weitermacht. Weil es schaut wirklich, es macht es wirklich super und das hat er Spaß gemacht zum Zuschauen auf alle Fälle. Jetzt kannst du mal aufs Klo gehen, viel Spaß, Birgit, und Habitäre. Aber Godric geht auch leicht weiter beim nächsten Mal. Ja, sowieso. Machen wir, aber ich brauche jetzt erstmal eine Woche Urlaub. Die seid ihr vergönnt, Dampfe. Die seid ihr absolut vergönnt, die hast du absolut verdient. Die habt ihr beide verdient. Und Mike wünsche ich jetzt schon mal einen guten Appetit. Auf alle Fälle bitte weitermachen, ja. Unbedingt. War wirklich, wir brauchen mehr Elden Ring Streamer in der Community. Und ich hab's gestern angeboten, falls wirklich einmal alle Stricke reißen sollten, falls wirklich einmal irgendwo hängt, da wo es zu zweit nicht weiterkommt, ja, dann grätsch ich mit rein. Dann helfe ich da irgendwo und dann könnt ihr wieder allein weitermachen. Daran wird es nicht scheitern. King of Barbecue und Hall of Fame erhalten. Kruzifix, momentan kommen einen Haufen Leute in die Hall of Fame, aber Mr. King of Barbecue, das werde ich selbstverständlich tun, nach dem Stream, okay? Danke für deine lange Zuschauertreue und willkommen in der Bazi Hall of Fame. Vielen lieben Dank. Ansonsten hoffe ich, dass es den Gulli gut geht. Ich hoffe, ihr habt bisher ein schönes Wochenende gehabt. Ein unterhaltsames Wochenende. Bei uns ist es halt ultra kalt. Aber das heißt, es herbstelt. Ohne Scheiß, ich sitze heute seit langem mal mit der langen Hosen da. Weil es mir heute in der Früh mit der kurzen Hosen ist mir da runter zu kalt geworden. Ich sag's euch, wie es ist. Also, ich find's jetzt angenehm mit der langen Hosen, aber mit kurz, vergiss den Fall. Was hätte nicht hingehauen. Und wenn es gar nicht weitergeht, kommen wir auch noch dazu, dann können wir es zu viert herstieben. Wir haben zu viert schon kleiner nicht geschlagen, da tun wir uns nicht runter. Da tun wir uns an mir überhaupt nicht runter. Das kriegen wir auf alle Fälle irgendwie gebacken. Aber gut. Freunde, bei mir gibt es jetzt auch Elden Ring, also quasi der Content geht quasi nahtlos weiter, sozusagen. Ich werde im DLC weiter tun. Da haben wir gestern einen ziemlich düsteren und heruntergekommenen Wald kennengelernt, da wo lauter Wahnsinnige umeinander rennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da werden wir heute weiterschauen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass am Ende dieses Waldes auch wieder ein Boss auf uns warten wird, vermute ich. Und dann müssen wir einfach schauen, wie lange wir jetzt mit dem Wald brauchen und was wir dann noch anschauen. Wir haben dann theoretisch, sollten wir mit dem Wald halt durchkommen, noch ein Gebiet, das komplett unerkundet ist, da wo es von der Story her auch weitergehen würde. Wir müssen es auf uns zukommen lassen. Ich kann es eigentlich nicht sagen, müssen wir mal schauen. Aber das werden wir dann schon irgendwie hinzaubern, hätte ich fast gesagt. Gut, ansonsten, was gibt es sonst da zum Sagen? Genau, an alle, die jetzt vom Dampfi mitgeradet haben und mich nicht kennen, ich bin der Bazi, der eine oder andere hat meinen Namen bestimmt schon mal gehört. Ich mache genauso niederbayerische Mundart wie der Dampfi auch.
Und ja, schön, dass du da hat's. Ich hoffe, ihr habt alle einen angenehmen Aufenthalt beim Dampfcode und habt hoffentlich jetzt einen angenehmen Aufenthalt bei meiner Wenigkeit. Ja, sonst gibt's glaube ich nichts. Außer die Frage, habt ihr Bock weiterhin auf Elden Ring? Hast du mir gerade nicht dabei? Ja, Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt, das hast du überhört. Das hast du überhört. Bock, sehr gut. Ja gut, dann da ich vorschlagen, dann tun wir eh nicht lang umeinander, sondern grätschen wir ihm gleich in Elden Ring rein. Na, die einen haben rausgegrätscht und ich grätsch rein. Das ist doch zauberhaft, oder? Jetzt ist der Mike und der Dampfi haben sie jetzt halt, verprügeln lassen und haben verprügelt und jetzt mache ich selbiges, okay? Ich verprügle und lasse mich verprügeln. Das ist doch zauberhaft. Gut zu Fuß habe ich der. Böses Foul. Ah ja, ich glaube, der Dampfi verzeiht's mir mit einer hellgelben Karte. Was hast du? Ja, ist doch schon gut. Ist doch schon gut. I'm sorry. Es tut mir leid. Fühlt's euch auf die Arschgrunze geküsst, ja? Damit der Dödel wackelt. Es tut mir leid. Es war nicht so gemeint. Und hier aber beim einen Frankenhand empfindlich. Während ich mal vor die Bisse. Ja, der meine schluckt Ei. Der meine schluckt Ei. Aha. Wie groß ist Bären im Mauzar, der Billinger? Ja. Ah ja. So, stimmt, da waren wir gestern kurz hingeportet, weil ich den beiden geholfen habe. Wir haben aber tatsächlich da stehen geblieben. Wir sind aber tatsächlich hier stehen geblieben, Freunde der Sonne. So. Für die, wo gestern nicht dabei waren, das ist der Wald, den wir gestern angefangen haben noch zu erkunden. Oh Gott, wenn ich einen Söder in meinem Chat lese, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Um Gottes Willen. Hey, das ist politikfreie Zone da drin, ja? Das ist eben. Jetzt haben wir faultechnisch. Jetzt haben wir quitt, okay? Gut. Wie gesagt, für die, wo gestern nicht dabei waren, ein kurzes Recap. Gestern haben wir das Drachengebiet erkundet. Wir haben da einen ziemlich fetten Boss gemacht. Was haben wir gestern noch gemacht? Wir haben uns gestern, glaube ich, nur im Drachengebiet umgeschaut, ne? Ja. Das war, glaube ich, gestern das Einzige, was wir so wirklich da haben. Genau, da war einiges los. Da haben wir ein paar kleine Drachen gepimmelt, da haben wir einen Riesendrachen gepimmelt. Also gestern war einiges los. Also, wenn ihr das noch anschauen möchtet, wird das gespeichert. Und dann haben wir uns eben da noch umgeschaut. Da haben wir gestern in diesem Wald gegangen, da haben wir da hinten gerost. Da verlierst du relativ schnell, weil einfach fucking alles gleich ausschaut. Und jetzt stehen wir im Endeffekt da und ich glaube, dass wir da hinter müssen. Das werden wir jetzt herausfinden. Sonst kommst du als Schiedsrichter mit der Blutgrätschen und rippst die aber die Messe für den Lurk. Genau, da drin in diesem Wald kann man kein Reittier verwenden, also ich muss da tatsächlich die Fußmaschine aktivieren. Anders geht da nämlich nichts. Und die ganzen Gegner da drin, die machen einen Wahnsinns-Debuff, also nicht, dass der Wahnsinn war, sondern der heißt in dem Spiel Wahnsinn. Wenn der eintritt, dann verlierst du einen ziemlichen fetten Batzen Leben, was meistens im Tod endet. Und es gibt da eine neue Gegnerart im Souls-Genre. Die Gegner kannst du nicht angreifen, die nehmen keinen Damage. Du musst um diese Gegner rumsneaken. Hat es so, glaube ich, auch noch nie gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß, bin mal am Laptop, Fernseh, Couch. Merci dir, Birgit. Viel Spaß beim, was auch immer du jetzt tust. So, ich glaube, dass wir da hinten hin müssen. Die Runen, die wir gestern da hinten noch verloren haben, die habe ich gestern selber noch geholt, das sparen wir uns jetzt. Da haben wir dann auch noch einen Aufstieg gegönnt, also nichts dramatisch. Und deswegen können wir jetzt auch gleich straight weitermachen. Ich glaube, ich geh jetzt erst mit duschen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass du die eine oder andere Schweißdrüse aktiv hast. Gibt's da Loot? Schaut nicht so aus.
Bisschen Gacke. Ja, ist normal. Ist normal. Aber es wird. Schaut gut aus. Wie gesagt, macht es weiter. Hat wirklich super viel auch nicht gemacht. Da, was auch immer du für eine Gestalt bist, du kriegst jetzt Popoliebe. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Gut, da oben scheint es auch noch irgendwie... Ah, warte mal, kann man da? Das ist die Frage, ob es da oben etwas gibt. Ja, müssen wir mal schauen, das hilft das ist. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob wir da gestern gewesen sind, ehrlich gesagt. Okay, da gibt es einfach nichts. Perfekt. Ja gut, dann schauen wir da weiter. Oder gibt es da herum noch irgendetwas? Die Fahrer da in der Wand, die haben mir gestern schon ein paar Mal aufgefallen. Aber ich glaube, das war zu obvious, wenn du da drauf haust. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn da versteckt die Wand war. Ich spiele Fußball mit dem Totenschädel. Perfekt. Oh, Bananenflanke und... Ja, der Zeit. Passt. Ja, wenigstens im Vergleich zum Ronaldo einen Elfmeter getroffen. Der war drin, ja. Ich hab den auch deutlich drin gesehen. Und nicht zum Trenzen angefangen. Ja. Oh, da nochmal. Bananenflanke. Oh, der... Jetzt hätte man schon fast Golf spielen können, ne? So, warum wird es jetzt da schon wieder so trieb? Achso, ja, da waren wir gestern, da haben wir unsere Runen verloren, dann können wir eigentlich unten weitergehen. Und da kommst du auch irgendwie um. Aber nicht von da, das ist zu weit. Okay. Ja, dann gehen wir halt einmal da oben. Schauen wir mal. Ich mag das nicht, dass da so trieb ist. Das gefällt mir nicht. Aha, jetzt sauber zwei Kultisten. Okay, das war easy. Schaut aus wie in Erases. Was ist Erases? Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. So genau, man sagt in der Mitte, die Gegner machen halt einen Wahnsinns-Debuff. Das ist so ein goldener, ja, so ein goldenes Symbol. So ein Augensymbol, so ein bisschen, wenn das voll ist, dann duscht es halt richtig. Das wollen wir vermeiden. Das ist halt so ein bisschen das Problem in dem Gebiet, weil halt einfach alles gleich ausschaut. Nahezu. So Horrorspiel das mit dem Vibe um. Ach, das! Ja, ja, doch, kann ich mich erinnern. Kann ich mich erinnern. Stimmt, ja. Es hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit. Da kommt alles so ein bisschen zusammen. So der Düsterwald aus Herr der Ringe, dann der verbotene Wald aus Harry Potter. Slenderman, wenn man so will. Kannst du damit einzählen. Und da ist irgendein fettes Anwesen da erinnert. Keine Ahnung, was da Miete verlangt wird. Ich glaube, da kannst du sogar umsonst hausen. Aber ich denke, das werden wir jetzt dann... Ich schätze mir, dass wir da rein müssen. Da hinten liegt auf alle Fälle irgendwas. Oder sitzt irgendwas, keine Ahnung. Schaut aus, wie da, wo ich das letzte Mal Holz gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Trieb und Batzig. Also in dem Wald, wenn du die zum Holzmacher schicken mit dem Harvester, na, dann kannst du gratulieren. Dann hast du da aber eine Gefahrenzulage verlangen. Gewaltig.
So, warum sitzt da der Geistervogel, ist die Frage. Hallo Geistervogel, was ist einer... Was halten Sie da davon? Weiß nicht, ob ich da oben will, ich glaube ja nicht. Können wir irgendwie mal ein wenig mehr Sicht haben? Hallo Wetterdienst. Ein bisschen mehr Sicht bitte. Ein bisschen mehr Sicht war zauberhaft. Dankeschön, das ist mehr Sicht, ja, ein bisschen mehr Sicht. Mehr wollte ich gar nicht. So, die Frage ist, komme ich in die Burg überhaupt rein? Aha, du meine ich war ein Tier, oder? Sag ich das richtig? Es ist in Wirklichkeit Luigi's Mansion 4. Aha, das ist ein Ort der Gnade, das ist gut für uns. Den werden wir mal activaten, damit da ja nichts passiert. Oh, leck, Alter, was ist denn da kaputt? Was ist denn da kaputt darin? Eine pralle Traube. Ich hab auch 2 pralle Trauben. Mich fragt aber auch keiner noch, hallo? Dann viel Merci für den Leck. Midras Pfarrhaus. Okay, warum wundert mich das jetzt nicht, dass in einem Pfarrhaus so angefackelt ausschaut? Ich verstehe es voll und ganz. Und zumindest haben wir da Abgrundwald. Zumindest haben wir da mal einen Ort der Gnade, dann können wir uns da noch ein bisschen umschauen. Bevor wir da in dem Pfarrhaus da weitermachen. Und wer baut da hinten ins letzte Nest von irgendeinem Gruselwald ein Pfarrhaus hin? Das ist die Frage. Das kann ja nur irgendein Sekten sein, wenn du mich fragst. Aha, das ist schon wieder so einer. Ah, hab mich schon gespannt, okay. Winterlaternenfliege, aha. Weil, ja, genau. Aha, das soll quasi einmal der Hinterhof sein, oder? Okay, der Stiefel in Gegner umeinander, aber ist weit und breit jetzt nichts. Okay. Dass die Kannibalen beichten können? Ah, ja, das macht Sinn. Aber gut zu Fuß, die These hinkt aber, weil da drinnen haben weit und breit keine menschlichen Gegner nicht gewinnt. Ein einziger war da. Und den haben wir ziemlich schnell ausbluten lassen. Sonst außer Ratzen und komplett gestörte Wahnsinnsviecher gibt's da drin nichts. Zumindest bisher. Ich weiß ja nicht, wo es noch kommt, aber... Aber da kommst du dann da nicht mehr hinter, oder was? Dann ist der Bereich quasi tot. Ja gut, dann schauen wir uns halt noch an da mal um. Ich meine, was soll denn passieren? Im Vorheisel. So, weil ich glaube, wir müssen dezent einen Beichtstuhl finden. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Aha, das ist dann quasi der Shortcut. Seid willkommen, o ungeladener Gast, doch ich muss euch warnen, bevor ihr eintretet. Folgt den Worten unseres großen Meisters Midra. Nähert euch dem Wahnsinn nicht, damit ihr ihm nicht erliegt. Aha. Und was soll die da jetzt? Da musst aber irgendwas da können. Moment. Ah, du Arschloch! Okay. Ja, das hat jetzt ein bisschen zu offensichtlich ausgeschaut. Da ist alles trieb und kreislig und dann ist da so ein prachtvolles Gemälde, was halt dazu quasi einlädt, es einzudreschen. Leck mir mal schon was zusammensagen, hätte es auch mal können, hätte euren heilige Scheiße. Habt ihr außer Beten nichts da, oder was?
Ausgerissene Tagebuchseite. Das Gemälde ist zu offensichtlich, ja. Das war sehr offensichtlich jetzt. Okay, wir haben aber auf alle Fälle was gekriegt. Ausgerissene Tagebuchseiten. Eine aus einem Tagebuch gerissene Seite, auf der ein mit zittriger Hand geschriebener Abschnitt steht. Ich berühre ihn aber nur einmal. Als er mir seinen Stab ins Gesicht stieß, schob ich ihn beiseite. Dabei habe ich ihn berührt, den alternden Unberührbaren. Okay. Keine Zeit zu putzen, bis zum 24. im Bett. Ja, offensichtlich. Und braucht hat sie einer nix. Wahrscheinlich. Oh Gott. Da bis auf den Pfarrer und die Ministranten keiner hinter dürfen. Ja, wahrscheinlich nicht. Wo haben sie die? Ah ja, perfekt. Ein Kriegerbeinschutz. Ich höre auf alle Fälle irgendwelche Ratzenviecher umeinander rennen. Und da oben ist Loot. Da oben ist Loot, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Schon wieder eine pralle Traube. Und da oben ist auch noch Loot. Loot, ja. So, da haben wir gekommen, okay. Andi, ich habe die Ehre, grüß dich, gut. Was ist fit bei dir? Warte, die haben so lange im Bett, bis der schwarz angelaufen hat. Aha, Feuerwerk haben sie auch gemacht. Schönes Tischfeuer. Wo schießt denn da? Das ist eher da oben. Trauma mal für Quest im Basecamp braucht keine Ahnung, weiß ich nicht. So, mein Usain Bolt. Er da, das Arschloch da oben hat gecastet. Oh, hi. Komm da mal raus aus dem Gang. Damit wir uns klarer verstehen. Perfekt. Gassiger Teufel. Ja, ich hab gerade MotoGP geschaut und wie furchtbar ärgern müssen, dass in der Führung liegende 2 Runden vor Schluss sich selbst den Sieg gekostet hat und bei dir auch jetzt wack. Ja, das ist soweit, das ist in der MotoGP, gell? Ist der eigentlich, haben sie eigentlich safe dran, dann ledern sie sich ab. Aber sonst freut es mich, dass es passt. Bei mir soweit auch alles gut. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Also mir schwant nichts Gutes, ne? Aber es werden wir schon irgendwie deichseln. Okay, wo auch immer du die jetzt gerade versteckt hast. Aha, da kann man einen Hebel hebeln. Ah. Achso, wenn man den Hebel hebelt, dann fährt das Regal da hinten und dann kann man da rein.
Interessant. Was macht der Haxen? Hey, wird schon. Wird schon. Zwickt noch. Also, beim Gag spiele ich schon noch, aber so ist es alles, glaube ich, im grünen Bereich. Morgen muss ich wieder zum Dock. Und ja, kriege einen neuen Verband. Ich bin jetzt dann ehrlich gesagt noch im Stream froh, wenn ich endlich meinen Fuß wieder waschen kann. Wenn da 3 Tage bei dem Verband da drauf hast, ist es so wegen Arsch. Aber sonst. Oh, Schattenreich-Rune. Nice. Aber so, glaube ich, so ist es im grünen Bereich. Ich flehe euch an, aufzuhören. Habe ich nicht genug erlitten? Sind wir nicht Brüder, die gemeinsam stehen? Und dennoch bringt ihr mir nur Boshaftigkeit entgegen. Ich frage euch, welches Verbrechen hat der große Mithra begangen? Ja, das weiß ich nicht. Das werden wir Schatze mal ausfinden, was der Mithra begangen hat. Du dummes Arschloch, ehrlich. Du kommst gar nicht bis daher. Django. Ist dir das eigentlich bewusst? Da haben wir. Lodernde, rasende Flamme. Was ist das? Das ist Waffen, na. Talisman? Was bist denn du? Verbraucht FP um eine rasende Flamme? Ach so, das ist das Item, was der andere gerade hergenommen hat, okay? Oder hinten ist auch noch Loot? Noch mehr rasende Flamme. Achso, wir haben da unten entlang gelaufen, ja, ich verstehe schon. Okay. Oh Gott. Tanto feiern. Mit Lampen haben wir da. Halt dein Fotzen. Auf Sitz. Alter, da ist einfach Fotzen grob finster darin, trotz Lampen. Heilige Scheiße. Handbuch des verrückten Handwerkers. Da ist wieder Ort der Gnade. Ach, und da unten ist der Nummer. Ah. Alles klar. Na gut, dann werden wir da mal rasten. Oh hey. Gut, mit der Lorta kommst du auf alle wieder nach unten. Goldenes Horn, da ist auch Loot. Wie kommst du denn da hinter?
Lol, okay. Oder liegt da so ein Dicker dahinter? Okay. Ist mir den Loot mitnehmen? Da muss wahrscheinlich irgendeinen Hebel geben, wenn du da von da oben runterkommen musst. Ah, da geht's da hinten auch noch weiter, okay. Aha, der hat sneaky peaky warten. Ah, ist so der Shortcut? Moment. Ah ja, das ist der Shortcut. Okay. Okay, sind lauter. Der Dungeon ist aufgebaut auf versteckte Wände. Erstmal da weiter schauen. Aber wie kommst du da oben hin? Wahrscheinlich über den geheimen Gang, den wir da gerade gefunden haben. Ah ja. Okay, wenn ich schon mal nach oben will, ist schon mal gut. Da kann man wieder einen Hebel hebeln. Ah, und jetzt fährt das Ding da aus und dann kannst du umspringen. Okay. I see what it is, man. Das war knapp. Aber da müssen wir wieder springen mit Teufel. Na, neues Fackel. Ist das eine Waffen? Hä? Was bist du? Ah. Das ist eine Fackel tatsächlich. Eine Fackel, für die eine sterbende, rasende Flamme an einem kleinen Stück Wirbelsäule In einem weit entfernten Land wurde vor langer Zeit ein Mann geboren, der daran scheiterte, zum Herr der rasenden Flamme zu werden. Alles, was von ihm übrig blieb, wird sanft von Nanaya gehalten. Einzigartig ist eine rasende Flamme des kläglichen Für... Okay. Eine Special Fackel. Hey. Verehrte Geister, auch schon ein goldenes Horn, okay? Nehme ich gern. Da geht's wieder nach Orleck. Da geht's wieder nach unten. Und wo geht's da hin? Chill. Au.
Schon wieder Ort der Gnade. Okay, lol. Ich glaube, ich will erstmal nach hinten. Price Habitäre. Ich glaube, ich will erstmal nach unten. Ah ja. Schon wieder eine pralle Traube. Da waren wir doch vorher, oder? Da waren wir doch vorher, oder? Haben wir doch umgesprungen. Ah, okay, lol. Ach, weil du, ja, logisch, weil du das Regal da drauf gestanden ist. Okay, ist klar. Gut, dann können wir eigentlich da mal weiterschauen, da oben. Aber ich glaube, ich will erst mal den Loot da haben. Was ist da? Also da ist auf alle Fälle... Ist das ein Bossareal da drin? Ja. Ja. Das scheint ein Bossareal zu sein. Okay. Dann, der wir erstmal da looten. So, da erstmal oben stieben. Ah lol, die war gar nicht unten. Ah, so fertig, Geisterarschen. I see no Vorhang. Ja, das muss zwangsweise gar nichts bedeuten. Wenn ihr euch daran erinnert, den Boss gestern, den wir gelegt haben, den großen Fetten, da hat er auch keinen Vorhang am Anfang. Den hat er erst, nachdem wir einmal gestorben haben. Oh lol, ich brauche noch über 200.000 Runen, bis er überhaupt noch einen Aufstieg machen kann. Ja, okay, dann, I guess. Ja, komm jetzt mal, das ist definitiv eine Boss-Arena. Zwar relativ kleine, aber das ist so eine. Da ist weit und breit nichts und in der Mitte ist irgendeine so, keine Ahnung, was das für Gestalt ist. Wahrscheinlich muss Higi und dann... Einmal vorsichtshalber. Lul. Okay, lol. Oh, fuck. Ja, mein Boss. Enough. I have endured more than enough. Weißt du das in deinem Hirn oder was? I ask you forgive me, dearest Nanaya. Alter, was?
Oh shit. Midra Herr der reißenden Flammen. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Der macht sauber Schaden. Okay. Er ist offensichtlich ein Lichtlein aufgegangen. Hans Getze Feuerlöscher. Ja, okay. Ja. Ich glaube, der Kobus. Ah, ne? Eine Nebelwand die ist. Jetzt Moment einmal. Jetzt ist halt massivst die Frage. Moment. Jetzt ist halt massivst die Frage, ob es Sinn macht, einen Talisman reinzunehmen, der Feuerdamage verringert. Aber da möchte ich noch nicht vorgreifen. Da warten wir jetzt einmal ab, wie es sich entwickelt, weil ich meine, es ist nicht allzu schwer, so auf die ersten paar Sekunden, was ich so gesehen habe, aber ich will jetzt natürlich nicht aufs Vorgreifen, weil wir haben ja die zweite Phase noch nicht gesehen, da garantiere eine. Ach, der Kampf fängt immer da an, okay. Depths of Gut, das können wir jetzt skippen. Okay, die Kämpfe verzögert. Auf alle Fälle drüber springen. Der ist schon ein Gott. Seriously? Kurz, zweite Phase? Ja, okay. Danke, Leute. Dankeschön für die GGs. Merci. Ja, okay, Stufe 213. Braucht 357.000 Echos. Hallo, hallo Yassi. Du schon fertig? Ja, okay, ich mein... Also Bossdesign war geil. Aber der Kampf selber war... Ja. I mean... Für die Aufmachung... Hätte ich jetzt schon gedacht, der hat noch eine zweite Phase.
Bin ich ehrlich. Oh, halt das. Gut, kanalisieren wir mal Echos. Was kann man denn da holen? Großschwert der Verdammnis oder Mithras rasende Flamme? Gut, da ich mit dem Anruf nicht spielen, nehmen wir auf alle Fälle mal die Waffe. Echo der Schattensonnenblume, da nehmen wir wahrscheinlich auch den Hammer. Und Echo des Wildschweins, da nehmen wir auch das Schwert. Ja, reicht dann für heute, ob so Hunger kriegt. Ah, okay. Wie bist du noch vorangekommen, Yassi? Alles im grünen Bereich? So, ein kurzes, kleines Recap. Was war noch Phase? Ich war halt mehr beim Dampfe unterwegs, weil ich einfach stolz auf die beiden bin, dass die zwei das jetzt auch durchziehen. So, bisher. Ja, ja. Ja gut, Freunde der Sonne, so gern geht's aber bis ist dann wärmer. Tatsächlich in dem Gebiet weitermachen, weil wir haben da eigentlich jetzt fertig. Hab Renala heute gemacht und ein paar kleinere... Oh, nice, GZ. Sehr schön. Dann hast du quasi Liurnia durch. Perfekt. Freut mich schön. Hab wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wohin. Ach so, okay, ja, also ich kann's dir sagen, oder ich kann's dir jetzt in dem Moment sagen, aber ich warte da, lieber auf dein Kommando, ne? So, ja gut, Freunde, jetzt passt's auf. Wie gesagt, wir haben das letztes Mal schon debattiert, wie ich hier hinkomme, das weiß ich nicht. Ich hab keinen Plan, du musst da irgendwie herkommen und du musst da irgendwie von da aus da umkommen, weil anders geht's nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie man da herkommt, ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir werden, weil wir sonst alles gemacht haben, direkt jetzt mit der Hauptstory weitermachen, hätte ich fast gesagt. Oberspringen ist zu hoch, schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Okay, wer ist gerade irgendwer von den absoluten DLC-Geeks anwesend, die das wissen? Und mal falls wer im Chat ist, der das weiß, nur mal die Hand hoch. Falls wer im Chat da ist. Mal kann es sein, dass keiner da ist, aber das, dann ist es auch recht, aber... Hab in Kellet kurz reingeschnuppert, die Krähen gesehen und mir gedacht, passt, tschüss, bin dann zurück nach Altus und werd mich da jetzt mal umschauen. Dann, ich sag mal so, du bist auf dem richtigen Weg. Also du kannst, also, sagen wir mal so, Kellet ist nicht mehr ganz so weit entfernt, aber wenn du Altus zuerst machst, bist du gar nicht schlecht beraten, tatsächlich. Du opferst dich aus Matratzen, ja passt, da musst du aber gescheit aufblosen, gell? Da geht's nämlich massiv weit oben. Schmiedestein. Wobei, aber mal. Du Depp. Ja, Flügelmauser. Yay. Den gar nicht erst dran. Bisschen lieber, ja, herzlichen Glückwunsch. Bisschen Blut. Was ist jetzt? Wo rennst du? Was? Warum? Wo? Ah, was zum Fick? Ach, das kommt random von oben, oder was? Muss ich da durchrennen? Aua! Ach, das Arschloch da hinten zaubert.
Ja, dir werde ich gleich helfen, schon. Na, pass auf, dir helfe ich ein schon da hinten mit deinen Fackeln. Bist ein ganz cooler. Aus die Maus. Salzas Kapuze. Und Feuerregen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sabi, habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's da? So, kann ich jetzt bitte looten? Wow, lol. Die bewacht auf alle Fälle irgendeinen Eingang. Ganz gut, danke und selber. Das freut mich zu hören, Sabi. Bei mir soweit auch alles gut. Oh, Dunkelschmiedestein Stufe 9, der ist natürlich OP. Ja, und schauen wir mal, wo wir da rauskommen jetzt, ne? Ein Fahrstuhl, dies. Na gut, dass wir da noch der Gnade haben. Krass, also immer wenn ich morgen das Elden Ring optisch jetzt langsam wirklich keinen mehr draufsetzen kann, dann kommt das. Heilige Scheiße, Alter, was haben denn die mit dem Spiel drin? Salzprinzessin ohne Hosen. Was? Alter, magst du mich verarschen? Jetzt habe ich God of War Vibes, ohne Witz. Okay, da ist auf alle Fälle der... Da ist auf alle Fälle das Kartenfragment, das ist in die Richtung. Gescheit geil, ja, aber auf 100%. Schaut aus wie Jump'n'Run Mario First World. Naja. Jetzt sollten wir halt wissen, wohin, gell? Jetzt kann ich wieder mit meinem Pferd umeinander laufen. Ich bin direkt im Wald gewohnt. Achso, und das ist die Schattenburg. Ja, okay, da war der Messmer drin in der Burg. Ja, wir sind im Endeffekt über die Brücke drüber gegangen. Aber holy shit, schaut das Gebiet geil aus. Geisterkalkulus, okay. Du hast einen Aufzug?
Okay. Lul. Ich muss hier groppeln. Oh, hi. Du geht's durch. Okay, da haben ein paar. Da sind ein paar. Ja, genau, kommt sie zum. Ja, genau, so ist er fein. Hey, ich hab nichts gesagt zu dritt. Ich hab nichts gesagt von zu dritt. Ich hab gesagt zu zweit. Aua. Aua, 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 chill, 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 chill. Ist doch gut. Oh, du kriegst das vorhin. Oh, da ist noch einer. So, haben wir es jetzt? Ja, und jetzt? Nö. Wäre gut, dass wir mir so fetten Damage machen. Und das Ganze jetzt für einen 8er Schmiedestein, ja, okay. Hätte jetzt was Besseres sagen können, aber okay. Wollen wir uns ja nicht beschweren. Ah, da ist wieder so ein Riesenhippo. Aber ist schon geil, das Gebiet, also da kannst du nichts sagen, ne? Cool, ich hab ihn gebaitet. Ja, du hast deinen Kumpel getötet. Oh ja, wie gut das ausschaut! Ich flippe aus. Ja, da geht's weiter oben. Ah, und da und, oh, hi Vogel. Da unten, da haben wir gestern oder vorgestern, haben wir da mit dem Portal hingekommen. Da kommst du sonst nicht hin, scheinbar. Okay, wir haben durch das Loch durch. Okay, da ist eine Statue von Marika, das ist gut. Du bist wahrscheinlich wieder als Boss getarnt, ne? Nichts, was wir nicht auch gemacht hätten.
Perfekt. Ja, okay, du hast aber schon mal mehr Damage gemacht. Jetzt habe ich gar nichts gesehen. Ah, Scarobaum-Fragment, okay, nice. Das nehmen wir natürlich mit. Was mich halt noch interessiert hat, was zum Fick ist das dahinter? Das ist das Schwarze, das wo so verdunkelt ist. Hä, und das Fragment ist irgendwo da ganz unten. Muss man da dann von da her? Müssen wir mal schauen, wenn wir den nächsten Ort der Gnade gefunden haben. Aber das Gebiet ist einfach, also das Gebiet ist wirklich wunderschön, also Wahnsinn. Oh, geht's da eine? Okay, das hat jetzt so ausgeschaut. Nevermind. Okay, da steht's aber überall O. Das heißt, wir müssen von da herum weiter. Also nicht mit dem Aufzug runterfahren, sondern noch rechts weiter schauen dann praktisch. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Da haben wir jetzt links gewählt, dann haben wir eben nicht tief vergangen, da haben wir aber nicht weitergehen. Also du musst da irgendwo weitergehen. Aber wisst ihr was, ich schaue jetzt erst einmal, ob wir da runter wie das Map-Fragment kriegen. Weil dann tue ich mir mit der Orientierung tatsächlich ein bisschen leichter. Was ist da herum? Aber wie kommst du hin? Moment. Mal schauen. Alter, keine Ahnung, wie man da aufkommt. Vielleicht von da. Irgendwie da oben und dann da einer. Ja, das kann vielleicht gehen. Moment. Let me see. Das ist dahinter auf jeden Fall. Da oben haben die Ruinen, wo wir gerade hingelaufen sind.
Aber wie kommst du da um, ey? Keine Ahnung, wie man da umkommt. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Die Brücke da oben ist irrelevant. Von da oben geht ja auch nichts. Kann er gar nicht gehen. Es muss irgendwo von da unter, von da herunter aus, muss da irgendwie da aufkommen. Mal schauen. Moment. Das müssen wir jetzt erkundschaften, weil da muss jetzt erst beschauen, wie man da eventuell hinkommt. Wenn nicht, dann fliegen wir im Blindflug weiter. So. Vielleicht mit irgendeinem so einem Knock-up, weißt du schon, also mit so einem großen Sprung, da wo du aufspringen kannst. Aber da sehe ich halt weit und breit gar nichts. Auch nicht irgendwie ein Mineneingang oder irgendwie sowas. Der mir irgendwie verratet, dass ich da rauf kann. Es sei denn, ich habe da ein Hint was übersehen. Das kann natürlich möglich sein. Ah, da geht's oben. Aber das hilft mir nichts. Ich muss ja eigentlich nach oben, oder? Aha, jetzt bin ich auf alle Fälle in einem Bereich, wo ich noch nicht war. Smallbär. Das ist ein Dungeon. Der magst du jetzt wirklich mit mir anlegen? Ich hab die gewarnt. Nebelrisskatakomben. Ah, jetzt kann ich Map nicht einfach mal, warum der Gegner getriggert ist, oder was? Okay, das ist auf alle Fälle ein Dungeon, den wir noch nicht gefunden haben. Den können wir auf alle Fälle noch machen. Aber die Frage ist, wie können wir auf dazu? Ah, da laufen wir zurück. Okay. Da ist der Dungeon. Aber ansonsten gibt's da nichts. Ist so ein Dungeon machen, das kann man mir nicht vorstellen. Ja gut, können wir ja mal schauen.
Versuch mal klug, ja. Ah, die Pseudos am Floras. Walleck. Achso, da kann man nicht aufspringen, okay. Vielleicht doch, da muss man auf. Ja gut, da schon wieder einer castet. Ja, keine versteckte Wand. Oh, leck! Das Handbuch des uralten Drachenritters, okay, herzlichen Glückwunsch. Hallo, kannst du mal... Okay, da gibt's jetzt nix. War nicht. Ja, wie verhinterhalte das in dem Dungeon schon wieder gibt. Ah ja. Hup! Oh, fuck off, ehrlich? Schnauze. Können wir, wenn wir da rein müssen? Okay, das schaut schon mal gut aus. Ich habe übrigens keinen blassen Dunst, wo wir mir da gerade haben. Okay, das ist der, wovon der rumgecastet hat, oder? Ah ja, genau. Mhm. Da buffen wir uns selber mal. War klar. Ja, du musst schon rauskommen. Oh, hey. Werden sie etwa von mir getriggert? Hey, du, ich glaub, du bist hier. Große Geistertallilie. Okay. Aber das bringt mich ja jetzt nicht weiter, oder?
Da haben wir drüber gelaufen. Okay. Was muss ich jetzt machen? Da oben geht's aussehen. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt da sind. Verdammt. Da hinten waren wir ja drin, oder? Lol, das ist der Anfang vom Dungeon. Okay. Der ist auf meiner Seite. Genau, dann haben wir da oben drüber gerannt. Da gibt's nur den einen Weg. Da oben musst du noch irgendwie hinkommen. Da oben musst du noch irgendwie hinkommen. Ah, warte mal, das ist ein anderes Zimmer. Aha, und da ist nämlich eine Leiter. So, das geht bis daher, okay. Drachenblitzfett, okay. Da ist ein Aufzug, der führt nach unten, okay. Dann schauen wir mal, was die Leute aufgeht. Muss ja irgendwo hinführen. Okay, das ist typische From Software, Leute. Die geht wieder 3 Kilometer groß. Oder es wird 3 Kilometer lang. Okay, da kommen wir nur zu ihm her, der lediglich... Okay. Muss einfach nur ihm ausschalten. Okay, oh gut. Dann müssen wir vermutlich da hinten oben. Let's see. Oh gut, der Dungeon ist jetzt zwar mehr oder weniger unfreiwillig. Einfach weil ich sonst... Aha, da ist schon mehr Statue.
So, jetzt könnt schon Feuerflöten machen, oder was? Die haben garstig, die kleinen Steindinger. Unflauschige Kleinsteine, ja. Kommt alles zusammen. Kleinstein, alles was mit Steinen zum tun hat, ist da in dem Moment unflauschig. Da war jetzt böse runtergegangen. Schattenreiche Rune, ja okay, die hilft mir jetzt nicht so viel. Wo bist du jetzt her? Ah, warte, ich hab da glaube ich was gesehen. Mhm, da kann man rein. Ah, fuck. Da kann man rein. Okay, muss gleich springen, passt. Oh, eine Truhe. Kriegsasche Blitzbolzen. Oh. Ja, überall sehe ich Fallen. Wieder eins Aufzug. Ah ja. Da scheint der Boss zu sein. Ja, da ist der Boss. Passt das ein Messer dir? Todesritter. Okay, solider Damage auf jeden Fall. Der heilt sie komplett. Wow. Okay, Anti-Blitz-Talisman wird es da auf alle Fälle werden.
Gut, dass ich mittlerweile schon so tanky bin, dass ich teilweise einfach in denen nicht einen Angriffe drinstehen kann. Ja, mit mehr Heilung habe ich die. Das ist easy. Der ist easy. Ich muss dazu sagen, der hat sich einmal komplett vollgehalten. Das ist der Grab-Angriff, da kriegt er so Fliegel, wenn man dem dodgt. Wenn ich den dodgt hätte, gut, kann ich nicht wissen, weil ich den Gegner nicht kenne, aber der ist nicht dramatisch. Der ist easy. Genau, der ist es. Easy. Doppelechse des Todesritters, Purpur Bernstein, Medaillon plus 3. Oha. Erhöht maximalen Lebenspunkte bis ans Äußerste. Okay. Ja, okay, wir haben jetzt zwar random einen Dungeon gefunden, aber wie wir das Map-Fragment finden, weiß ich jetzt immer noch nicht. Gut, ich sag's Ihnen aber auch, wie es ist, da werde ich mich dann wahrscheinlich eher offstream mal beschäftigen, damit man das kriegt. Du musst da irgendwie, keine Ahnung, du musst von da irgendwie da runterkommen, keine Ahnung. Beziehungsweise vielleicht auch von da. Das schaut aus, wie wenn da irgendein Gebäude war. Aber da ist auf alle Fälle ein Wasserfall, das heißt, du kommst von da unten da nicht hoch. Gut, da können wir nicht hin. Gut, vielleicht kommst du auch, wenn du da außen rumreizt, dann irgendwie da oben. Das kann natürlich auch möglich sein. Das ist halt jetzt ein wenig doof, weil ich es halt von da aus nicht sehe. Aber egal, da erkunden wir jetzt einfach da mal weiter. Vielleicht geht es auch ein bisschen im Blindflug. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir schon irgendwie. Schauen wir uns erst damit auch noch ein bisschen um. Danke, Verb. Okay, das ist wieder ein Bär auf jeden Fall. Oh, der ist tanky. Holy shit. Okay, wo kommen wir da her? Lol, okay.
Bindungsstein. Okay, was ist das? Verursacht eine Geistexplosion, die in dem Geiststein wohnenden Geisterhundsblock, gell? Bist du in der Kirche und machst das Essen? Dann viel Spaß in der Kirche und schneide nicht. Cartman. Danke dir. Okay, lol. Und was. Jetzt hänge ich da fest drin, oder was? Da gibt es so eine versteckte Mauer. Das schaut verdächtig aus. Aha! Ja gut, jetzt habe ich das, weil ich habe keine Ahnung, wo man mir, ne? Aber echt Arsch. Jetzt glaube ich mittlerweile auch, dass die Behauptung, dass du in irgendeinem Bereich der Map nur hinkommst, wenn du Hidden Wall findest, auch stimmt. Also, da kann man sogar mit dem Pferd reiten hören. Und da ist ein Tier. Wahrscheinlich ist da dahinter gleich ein Boss. Dann herzlichen Glückwunsch. Achso, da können wir gar nicht durch. Okay, lol. Achso, der lässt nichts fallen, weil die wo Töpfe auf dem Kopf haben, die lassen manchmal Skaru-Baumfragmente fallen. Erst einmal wieder auf die Seiten rammen, damit nichts passiert. Okay, das ist... Aha, die kann man aufmachen, okay. Wo auch immer man da jetzt hinkommt. Ich hab keine Ahnung. Okay, da ist halt alles unterirdisch. Schieß jetzt mal. Okay. Boah, leck, Alter, ich verlauf mich doch einfach komplett da erinnert.
Jetzt du noch hinten. Oh, hi. Ui, das war knapp. Da unten ist ein Ort der Gnade. Aber ich habe halt einfach so absolut keine Ahnung, wo wir mir entlang müssen. Es ist gerade für mich so ein bisschen... Ich bin gerade so ein bisschen überfordert von der Map, tatsächlich. Das, wenn ich jetzt eine richtige Map hätte, woran ich mich orientieren könnte. Skaruban-Fragment. Ist das? Ach. Da kann ich mit dem Rosa bespringen, okay. Wir haben aber auf alle Fälle in einer höheren Ebene. Sonst kann man da locker aussehen. Wir haben von da hinten durchgekommen, das müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen merken. Das hilft jetzt alles nichts. Ui, jetzt war er dann steht da mein Ort der Gnade recht, weil jetzt, glaube ich, war sogar Aufstieg drin. Ja, da klebt jetzt keiner mehr an der Deck, zumindest gerade nicht. Ey, mein Gott, das sagt man ja wohl. Spinnenskorpion-Asche? Okay. Nur Scheinfleisch. Skorpionleber. Ih. Taujuwel. Boah, leck, Alter, das ist so weit verzweigt. Aber warte mal, haben wir mit... Moment, da hinten war doch vorher... War da hinten nicht das Nilpferd? Oder bin ich jetzt komplett verkehrt? Ah doch, das war da unten. Wir haben ja da unten vorher gewesen. Wir haben jetzt wieder eine Ebene höher quasi wie vorher. Ja, okay, das hilft der Orientierung zumindest ein bisschen. Wir waren ja da vorher unten, da haben wir unten entlang gegangen. Okay. Das heißt, da brauchen wir erstmal nicht weiterschauen. Ich glaube, dass wir da oben weiter müssen dann. Weil ganz da unten ist die Ebene, wo man nur... Genau. Du kommst nur mit dem Portal hin.
Raunest. So, und jetzt soll ich halt den ganzen Weg wieder finden, da wo ich schon mit... Aha, okay, na, kenne ich schon wieder aus. Okay, dann schauen wir da nochmal zurück, weil da haben wir ein Tor aufgemacht. Mal durch den engen Gang. Und da haben wir das Tor aufgemacht. Und da hinten war noch eine Sprungpassage tatsächlich. Das sind Schnecken. Da ist wieder das. Dann springe ich da jetzt einfach mal rein. Oh, leck, Alter, das ist ein richtiger Irrgarten. Feiner Schmelztiegel, Federtal ist... Ah ja, perfekt. Was macht der Talisman? Verbessert Schritte zurück, erhöht aber den erlittenen Schaden. Okay. Das ist quasi ein Ausweichtalisman. I see what it is, man. Gut, da haben wir obergesprungen. Boah, leck, Alter. So, das ist ein bisschen was von den Maya-Ruinen. Ja, fick dich halt dann, oder? Lass mich halt dann erst einmal auf Zeiten. Schnauze. Gut, da drin ist noch die, wo wir rein können auf jeden Fall. Da oben ist Loot. Jetzt auch nur einer. Warte, aber ist so nicht der Ort der Gnade gewesen? Ah, da drüben waren wir vorher. Da ist das Nilpferd gewesen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Oh. Nachricht von Dane. Ein Skaruban-Fragment. Okay, da ist ein Kreuz von Mikela, aber das ist kein Ort der Gnade. Setsch. Von Trockenblatt Dana hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister ebenfalls Mikela Spurfragen. Wir haben den Siegelbaum direkt voraus gefunden, aber wenn wir ihn verbrennen wollen, brauchen wir den richtigen Zunder. Messmers Zunder, ja, den haben wir. Direkt voraus. In die Richtung dann. Okay. Ach, da ist ein Ort der Gnade. Oh lol, den hätte ich jetzt bald noch übersehen.
Oh Gott, da ist schon wieder so ein Riese, so ein Ofending. Der schießt ja gerade auf mich. Holy shit, der schießt auf mich. Was hat denn das für ein Range? Probier's noch. Zentner mir die Gegner da auf der Brücke. Das war mal gut für mich. Ah, das ist fein. Okay. Ja gut, dann schauen wir aber nochmal da drin um, weil jetzt habe ich zumindest den Ort der Gnade. Das hilft mir dann auf alle Fälle schon mal. Dann müssen wir in die Richtung weiter. Das ist gut für uns. Ich brauche ja nur mehr ein paar Anhaltspunkte. Wie heißt der Ort der Gnade? Das wäre mir interessant zu wissen. Moment. Muss ja irgendwann einmal auf die Map zugreifen können, right? Immer noch nicht. Mach den Ofen aus, mach den Ofen aus. Ja, ja. Ich möchte auf die Map zugreifen, hallo. Kann jetzt auch, dass der immer noch getriggert ist von mir. Ich darf die Map nicht aufmachen, blöd. Jetzt hat der weh. Uralte Ruinen von Rau Ost. Okay, und da haben wir, genau, da haben wir einer gekommen. Sitz. So, und da war nur ein Tier erinnern. Dahinter. Und da haben wir nämlich obergekommen. Da ist auch noch mal so ein Dampfdingenskirchen, da wo ich aufkommen kann, theoretisch. Aber wenn der schlecht ist, musst du länger saufen. Schattenreichrune, okay. Ach, das sind einfach zwei Seiten, wo du da... Okay, ja, ich verstehe schon. Genau, aber da haben die anderen Leichen alle. Das verbindet sich im Endeffekt, das sind zwei Seiten. Ja, verstehe schon. Okay, gut. So, man, da gibt's vielleicht ein Secret. Prof, danke dir für dein 7er Stream-Streak. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Support. Ja, orientieren in den Ruinen gar nicht so einfach. Sag dir, wie es ist. Kopf der großen Libelle, ja, okay. Ein wildes Prof, ja. Prof ist ein Wilder. Eine wilde Hilde. Oh, oha. Rudi, die hätte jetzt aber gnadenlos bald übersehen, gell? Wie jetzt einmal so frei. Dann ist nämlich jeder Ort der Gnade, von daher. Au! Au! Der ist komplett aus Gold, das ist gemein. Ja, der holt dezent viel aus. Kannst du nicht blirten? Okay, offenkundig kannst du nicht fliegen. Alter, was kannst denn du alles? Da gibt's ja irgendeine Fähigkeit, die du nicht kannst?
Alter, der gibt das 16.000 Seelen. Devonias Hammer und Hammerhelm des Schmelztiegels. Ich glaube, es war gut, dass wir den umgebracht haben. Alter, jetzt haben wir aber als allererstes einmal einen absoluten Aufstieg, gell? Himbeer, Sonnenfrucht, Törtchen. Oh, das hört sich jetzt zauberhaft an. So, Skadudelmann-Nudel, der haben wir jetzt auf Level 15. Dann bringen wir Arcana auf 60. Gut, da hinten gibt es irgendwo das Map. Boah, leck, wie kommst du denn? Ach du Scheiße, Alter. Achso, wenn man da über die Brücke überläuft, ja, dann kann man über den da hinter, dann kann man irgendwie da herkommen, ja. Das ist ja schon mal was, okay? Wir haben ja zumindest jetzt mit ich weiß, dass wir in die Richtung weiter müssen. Irgendwo da, wahrscheinlich irgendwo hinter in Richtung dieses schwarzen Dingens da. So, und da hinten ist irgendwo der depperte Scheißofen, oder? Ein Wilder auf Zombiejagd. Das ist schon wieder Resident Evil daddeln. Ja, ich werde jetzt da mit Vollgas reiten, weil der wird mich sonst über den Haufen pusten. Ja, die blären schon. Das habe ich mir schon gedacht. Aha, da gibt es einen Ausweichpfad. Du kannst dann auch noch... Alles klar, Brudi, alles klar. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Die lassen da keine Ruhe. Ja, verstehe. Da, wenn dann, ne, da kommt der innere Monk. So, ich gesell mich zu meinen Freunden, den Tieren. Die haben flauschig, die tun mir wenigstens nichts. Ne? Sitzt mir jetzt dann daher, mach eine Pose und dann haben wir's. Geht's da noch oben? Ja, da kann man theoretisch hinterkommen. Jetzt, Moment, da müssen wir mal ein bisschen sprinten. Geht. Zwar sehr knapp, aber geht. Servus Blumen. Aspekt des Schmelztiegels Blüte. Aha. Oh Gott, jetzt gibt es schon mit Fliegel. Au! Babyskorpion. Ein Pionscorer. Ach, halt doch die Klappe, wenn ich looten möchte, Kruzifix. Geronimo! Okay, da kommt gerade massivst die Abendsonne rein. Ah, das schaut schon geil aus. Schön. gesagt, ich bin jetzt einfach nur mehr auf Verdacht hergeritten, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ein ins Hirn. Ich schneide dann Schwan so. Ich schwör's dir. Okay. Oh, der lebt ja noch. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen.
Okay. Nirgends besonders, scheinbar. Wo geht's nicht auf? Geht's so eine? Nö, auch nicht. Okay. Ah, da ist ein... Ah! Da ist ein Aufzug. Hab ich nicht gesehen. Schauen, wo wir da rauskommen. Hätte Geister ausschauen, gell? Auch da mal überspringen und schauen, was der Phase ist. Speit mich da. Ah, da hinten ist wieder der Ofen, okay. Und da ist irgendwo ein Steinhaufen versteckt, wo man den aktivieren kann. Müssen wir mal die Augen offen halten. Wie bei Hund handen da jetzt? Wieder alle in dem ganzen Gebiet. Ja, verpiss dich jetzt. Scheiß Viehhax, das Mistviech. Alter, magst du? Danke. Alter, ich sag halt nix. Heiliges, blutiges Fleisch, ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Okay, mal kurz orientieren. Irgendwo da war doch der Ofen, oder? Der war doch... der ist so drüben, oder? Da ist er, ja genau. Okay, der interessiert mich jetzt gerade weniger. Irgendwo ist da der Steinehaufen. Der Herzknoten. Natürlich haben jetzt wieder beide geagro, das ist eh klar. Oder wie die Hund hast, ohne Witz. Es gibt nichts Schlimmes wie ein Hund in dem Spiel. Gut, da war jetzt irgendwo der Aufzug, oder?
Genau, weil da haben wir einmal rumdumm. Okay. Genau, da hinten ist der Ofen. Und da unten ist irgendein so ein... Ja, halt so ein Sprungding, das wo man aktivieren muss. Das ist aber mit einem Steinhaufen versiegelt. Die Frage ist nur, wo der Steinhaufen ist. Erstmal schauen, wo es da hingeht. Aha. Bewacht der die komplette Passage dort, oder was? Da hinten müsste da jetzt der Ort der... Ja, genau. Der müsste da jetzt in die Richtung sein, wenn ich da umschaue. Ja, genau. Jetzt haben wir auf alle Fälle von da umgekommen. Jetzt, wenn der natürlich bis daher gang, dann kann man ihm lauter Feuertöpfe ins Maul werfen. Weil so wie ich das sage, ist der sogar gepanzert. Das heißt, den machen wir eh nicht allzu einfach. Da oben ist ein Schütze, ein richtig fetter. Die Schatz wird aber dahinter müssen. Was gibt's da noch? Ich schätze mal, dass wir eher da irgendwo rein müssen. Weil da, das ist schon so auffällig beleuchtet. Schatz jetzt einmal. Das heißt, dann gehen wir erst mal da entlang. Das ist natürlich jetzt alles nur Vermutung. Also es kann jetzt auch sein, dass wir da weiter müssen, aber das sehen wir dann eh relativ schnell. Ja, die kann man nicht. Ja, der Geisterarsche. Von denen habe ich jetzt schon so viel gefunden. Jetzt zumindest einen Mana-Trank zurück, das ist gut für mich. Da ist aber auch wieder so ein bisschen das Problem, weil da auch relativ alles gleich ausschaut. Ah, Skaruban-Fragment, perfekt. Findet man in letzter Zeit aber auch ganz schön viel. Das ist wieder der Idiot, der wo seine Wahnsinns-Items da droppt. Was Wichtiges versammelt? Na, eigentlich nichts Herausragendes, da ich jetzt sagen. Also, ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden, aber so wirklich bahnbrechendes versäumt hast du jetzt tatsächlich nicht. Jetzt haben wir da herunter, okay. Man, vielleicht findet man zufällig das Map-Fragment durch. Das kann natürlich auch möglich sein. Das war natürlich ein Bonus jetzt fürs Erkunden, ne?
Das ist aber der Gnade. Oh boy. Hey, ich hab doch schon weit mehr als 3 verehrte Geisteraschen gefunden, die letzten 10 Streams, oder? Mich Tageszeit einmal schnell ändern, damit ich mal wieder wegen mehr Licht hab. Ja. Okay, da kommst du aber so nicht um jetzt, tatsächlich. Oder? Nö. Und das Fragment, das ist irgendwo da unten. Keine Ahnung, wie man... Dahinter. Irgendwo da hinten, da unten. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber bisher geht's tatsächlich eh relativ gut ohne. Ist das Bossareal? Ah, weil der lebendig wird. Okay. Und der ist weggepanzert. Ich sag nix. Das war sehr knapp. Jetzt nur die Güte mal zusammenzufallen. Dankeschön. So, selbes Spielchen noch einmal. Oh, der ist neu.
getroffen, okay. Ach komm! Oh, klar. Ja, Kim, steh auf, Kim. Ja, perfekt, du Arschgeburt, du Dreckere. Nochmal umfallen, wie war's? Dankeschön. Oh. Gut, nice. Gesprungene purpurrote Träne und ein Ofengesicht. Was macht die Träne? Gewährt Angriffen in Arzneigemisch einen LP-Regenerationseffekt. Okay. Wieder ein Ofen weniger, da der mal sagen. Die haben halt aber auch lästig, die halten sauber aus, der Kampf zirkt sie ewig. Achso, und jetzt haben wir da in dem... Ah ja, okay, jetzt haben wir da in den Innenhof. Da wo wir jetzt den Steinhaufen benötigen würden. Den wir aber da scheinbar nirgendwo haben. Jetzt greifen wir mit Viecher auch noch an. Da ist eh gleich ein Teich, gell? Aber wo bringt der die dann hin? Da auf, oder was? Hey, wait, das war aber nicht der Golem, der wo da... Ach, das war der Golem, der da umgefeiert hat, oder was? Tatsächlich, das war der Golem. LOL. Okay, ja gut. Ein Thread weniger. Dann nervt der zumindest nicht mehr rum. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir da irgendwie hinkommen. Komm mal rauf. Na, okay.
Ach ja, weil jetzt ja da... Okay. Ja, ich verstehe schon, wer da gerost. Dann reite ich da jetzt einfach einmal durch. Oder einfach sein Doof auf den Kopf. Okay, aber wie wir jetzt dann da umgekommen, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, da müssen wir uns einmal noch beschäftigen damit. Auf alle Fälle ist der Golem weg, das ist schon mal gut für uns. Der hat nämlich massiv gestört, wenn man von da oben mehr hört. Oder musst irgendwie da auf und dann noch da umkommen. Da oben ist auf alle Fälle ein riesengroßer Schütze. Ah, halt. Da wird der. Ja, aber dann können wir uns die Brücke noch anschauen. Ja, du musst da irgendwie von da auf der anderen Seite, da kommst irgendwie... Ah, es kann natürlich sein, wenn wir rechts gehen, dass wir dann über die Burg da ist ein riesengroßer Turm, by the way. Ah, ja, okay. Müssen wir dann nochmal nach rechts noch abbiegen, vielleicht. Aber geil ausschauen tut's auf jeden Fall. Also es ist ein richtig geiles Gebiet. Da jetzt fast behaupten, optisch sogar das schönste. Also du kommst da... Moment einmal. Okay, ja gut. Du musst sowieso da abbiegen. Ja, aber schau mal, da unten ist auf alle Fälle... Achso, ja, okay. Ja, nein, das ist tief. Da kommst du auf keinen Fall so hin. Gut, dann tipp jetzt einfach mal, dass wir mir irgendwo da vorne rechts in den Ding da rein müssen, da wo die zwei Feuerstellen haben. Das war jetzt krass meine Vermutung. Wenn ich es nur mal finde. Haben wir da durch müssen? Okay, jetzt glaube ich, aber wir irgendwann laufen. Moment einmal. Ah, dahinter. Okay. Dahinter wollte ich rein. Oh, ist die Scharlachfäule? Auch jetzt mal.
Okay, ich muss mir Flamme heile mich ausrüsten, sonst wären wir da nicht froh drin. Scharlachrote Krähe, herzlichen Glückwunsch. Ich hab schon drauf gewartet, wann das erste lästige Gebiet kommt mit irgendeinem Debuff. Also Aufzug, den nehmen wir gleich einmal. Ja toll, jetzt habe ich schon Scharlachpfeile, ja perfekt. Oh leck, da ist alles voll mit Scharlachpfeile. Ja, okay, Natschi. Da brauche ich Flamme heile mich, weil sonst will ich, da bin ich nicht froh. Da bin ich nicht froh, wenn ich in alle 5 Meter so einen Debuff kriege. So, dann münzen wir mal Flaschen. Etwas. Machen wir mal 3 Mana. Flamme heile mich. Okay. Dann kann er mir nämlich da noch einen Aufstieg leisten. Weil ich vermute mal, dass das nicht ganz so ohne wird. Freunde der Sonne, soll ich irgendwas sagen? Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir werden uns in dem Gebiet, wo es da Scharlachpfeile, wo wir jetzt gerade eben gesehen haben, da werden wir uns umschauen, werden wir uns beim nächsten Mal weiter umschauen, weil ich vermute mir, dass da schwer weitergeht. Und wenn jetzt da schon Scharlachpfeile daherkommt, dann habe ich so ganz böse Vermutung, dass das irgendwas mit dem Gebietsboss in dem Gebiet zu tun hat. Okay? Mir schwant da Übles. Also wie gesagt, ich will nichts jinxen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Gebietsboss zu tun hat. Wir werden auf alle Fälle schauen, dass wir noch auf die anderen Seiten umkommen. Da wo wir jetzt den Riesen gesehen haben. Und wir werden auch versuchen, dass wir ich werd offstream versuchen, dass ich das Map-Fragment irgendwie ausfindig mache, weil ganz ehrlich, mit einer finsteren Map umeinander rennen, das ist irgendwie, das ist nicht so das Wahre, weil man überhaupt nicht orientieren kann, wo ich schon war und wo nicht. Sitzfleisch heute schon gar, ja, tatsächlich das ist tatsächlich heute schon so. Ich bin seit halb 9 am Computer, weil ich heute mit dem Bot umeinander da habe. Ich war den ganzen Nachmittag jetzt am Computer, weil ich heute am Dampfer auch zugeschaut habe. Und ich bin jetzt ehrlich, mein Sitzfleisch neigt sich dem Ende. Ich bin jetzt froh, wenn ich mich dann in Duschen hauen kann, meinen Fuß waschen kann und mich dann gemütlich mit meiner Freundin auf die Couch zum hauen. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Sonst da ich eh noch gern, sonst hätten wir schon noch ein wenig machen können, aber tatsächlich ist mein Sitzfleisch jetzt langsam durch. Also richtig ausgelatscht, wenn man so will, ne? Genau. Also wie gesagt, Fahrplan fürs nächste Mal. Ich weiß noch nicht, wann ich live komme. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Muss von der Frau Bazi abhängen. Wahrscheinlich sogar morgen Abend. Weil Frau Bazi geht mit ihren Arbeitskollegen aufs Volksfest. Das heißt, theoretisch werde ich ab 5, ich sage jetzt einmal, irgendwann theoretisch live gehen können. Aber ich sage dann im Discord Bescheid. 200.000 Kilometer Obergradl auf die Bockern. Ja, genau so ungefähr. Also wahrscheinlich werden wir morgen weitermachen. Also ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus. Ich sage es aber tatsächlich im Discord dann noch. Also irgendwann morgen im Laufe des Tages. Aber in der Regel sollte sich das morgen Abend eigentlich tatsächlich ganz gut ausgehen, dass wir in dem Gebiet weiter tun. Was ich noch tun werde, na, das nehmen wir jetzt ausnahmsweise raus. Auf der Map, da wo der Dödel ist. Na, das, wo wir letztes Mal schon besprochen haben und wo wir heute kurz angeschnitten haben, wie man da hinkommt. Das werde ich mir im Internet erfragen. Okay? Weil ich das wissen will. Weil es war halt keiner im Chat, der mir es eventuell hätte sagen können. Und mich das schon interessieren, wie kommt man da hin? Weil das muss ja irgendwie gehen. Wir haben ja wahrscheinlich nah dran, aber halt nicht nah genug. So. Genau. Also das sind so die 2 Dinge, das werden wir uns dann in aller Ruhe morgen anschauen. Wie gesagt, ich werde schauen, dass ich offstream dieses Map-Fragment irgendwie in die Hände kriege.
Und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Mal schauen, vielleicht werden wir mit dem Gebiet morgen sogar schon fertig. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich darf jetzt einmal fast behaupten, dass wir so ungefähr bei 80% vom DLC haben. Ungefähr. Weil wir haben jetzt im Endeffekt die komplette Map schon erkundet, so. Bis auf das Gebiet, wo wir halt jetzt eben gerade haben. Und recht viel kann jetzt da eigentlich nicht mehr kommen. Also es hat auf alle Fälle mit der Nachricht, die wir vom Dane da vorher gelesen haben, es hat was mit Messmers Zunder zum Tor. Der wird wahrscheinlich in diesem Gebiet hier jetzt dann zum Einsatz kommen. Und dann kann danach eigentlich nicht mehr allzu viel passieren, schätze ich mal. Ich glaube, dass das noch irgendwas vielleicht mit diesem schwarzen Dingens da, mit der schwarzen Silhouetten da im Hintergrund zum Tor hat. Vielleicht kommt da noch mehr ein neues Gebiet dazu, das kann natürlich möglich sein. Aber da lassen wir uns einfach überraschen, tatsächlich. Und ich suche nicht Pimmelgebiet im Elden Ring. Na, wie gesagt, da werden wir morgen im Laufe des Tages, irgendwann mittags, nachdem ich vom Arzt daheim bin, weil ich muss ja morgen noch mal zum Arzt, werde ich mich da mal schlau machen, wie man da tatsächlich hinkommt. Und dann werde ich schauen, dass wir das Map-Fragment irgendwie kriegen und dann schauen wir morgen da einfach weiter, okay? Ich glaube, das ist Deal. Ich glaube, dass das ein guter Deal ist. Jetzt schauen wir noch schnell zu wenig einen Geschicker kann. Vielleicht haben wir noch mal einen dritten Elden Ring Streamer, weil das ist ja schon fertig für heute. Aber wir machen was ganz anderes. Wir gehen zum YBO. Den haben wir schon eine Weile nicht mehr geradet, tatsächlich. Der YBO freut sich, der hilft mir momentan, meinen Bot umzustrukturieren. Also kann ich vielleicht auch schon ein bisschen vorwegnehmen. Jetzt im Laufe der Woche werde ich es wahrscheinlich fertig kriegen, dass ich von Streamlabs bis auf die Alerts komplett weggehe. Und wir haben einen neuen, zuverlässigen Bot. Das wollte ich eigentlich eh schon seit 1,5 Jahren, aber wir haben halt irgendwie nie dazugekommen. Von daher, ja, und der YBO hilft mir da. Deswegen gehen wir mir halt zum YBO. Der macht jetzt aktuell Just Chatting. Ich weiß nicht, wie lange er noch raidet, wie lange er noch streamt. Aber lustig ihm auf alle Fälle ein bisschen Liebe da. Der freut sich, der hat es absolut verdient. Der hat brutal viel Ahnung von Technik. Der macht exotischere Spiele, viel Point and Click. Ich glaube, heute hat er Fallout gespielt. Ich bin mal jetzt, oder was GTA, ich weiß es nicht genau. Aber lustig ihm auf alle Fälle ein bisschen Liebe da, okay? Wer ihn noch nicht kennt. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Danke nochmal an Dampfe für deinen Raid. Es freut mich, dass wir zwar mehr in der Souls-Schiene jetzt drin haben. Da kommt auf alle Fälle Content-Freude auf. Ne? GTA 4 hat er gespielt. Ist der tut aber schon noch weiter, oder wie? Oder hört der jetzt auf? Aber gut. In diesem Sinne, Leute, wie gesagt, beim YBO Liebe da lassen. Und dann hören wir uns sehr wahrscheinlich morgen Abend wieder. Okay? Haut euch eine, schönen Sonntag euch und bis morgen. Für euch.